Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, dann stellen wir uns doch gleich mal dem Sumpfding hier. Dann müssen wir ja nur gegen die Wand prügeln. Und dann hämmern eigentlich schon da, wo ich ihn haben will. Genau. So. Du Ding aus dem Sumpf. Ich hoffe, der hält jetzt an nicht wieder so ewig und 3 Tage, der Mistkerl. Oh, Mann. Also mal wieder auf ein langes Gefecht bereit machen. Und bloß keine Tasche, die klemmt, weil wenn der mich wegpfeffert, dann lande ich da hinten in der Schlucht und da geht's tief runter. Ach komm schon, Sumpfi, der Sumpfmann, stirb doch einfach. Sieht ein bisschen aus wie eine primitive Pixel-Version von Jack Baker als Sumpfmonster, oder? Aus dem Resident Evil 7 DLC, welches war es dann nochmal? Das mit dem Onkel Joe. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie das DLC hieß. So, alter Falter. Und da kann ich mir nicht nur Sumpfgolem Herz holen. Das ist eigentlich das Enttäuschendste an der Sache. Ja, wie gesagt, hier geht's arg tief runter. Da hängen wir so richtig in der Scheiße drin. Aber ich sehe keine Möglichkeit, wie wir da drüber hinkommen können. Ah, da ist noch eine Truhe. Ein kleines Adlerauge erspäht. Ups, komm schon. Und spring schon hoch. Jupp, bop, bop, bop. Ah, nee, es war keine Truhe. Es war aber dafür so ein kleines Versteck. Mit einer Bataxt und mit dem Trank. Okay. Dann gucken wir doch mal bei der Totenwächterei, was bei denen so abläuft. Ich hoffe, du hocken jetzt nicht lauter Sumpfgolems drin. Das wäre etwas übel. Und mir wird dabei vor allem etwas übel. Ne, Quatsch, da wollte ich nicht. Ich will hier die Yankee 2 machen. Okay. Erst nochmal hier gucken. Man weiß ja als nie. Und dann schauen wir mal hier rein. So, was gibt's dann hier? Oh, hier gibt's Untote. Cool. Ah, nicht schlecht. Okay. Hier gibt's Zombies. Das war ja irgendwie absehbar. Upsala. Das war tatsächlich irgendwie absehbar, dass hier die Totenwächter sich mehr oder weniger selber zu Wächter gemacht haben. Die Seele vielleicht fortgeschickt in ihr Adanos geliebtes Reich oder sonst wo hier in ihr Totereich und dafür dann ihr Körper als Wächter zurückgelost. Was ziemlich räudig wäre, wenn ich mir das so vorstelle, dass man bewusst sich dafür entscheidet, dass man seinen Körper zurücklässt als Zombie-Wächter. Könnte natürlich aber auch sein, dass ihr Ritual ziemlich schief gelaufen ist. Und dass ich gerade nichts anderes mache, als die arme Idiote wieder zu befreien von dem ekligen Elend. So. Okay, so wäre das nix. Kommt mal raus, Jungs. Kommt mal raus. Ich würde euch gern zweites Loch in der Arsch ballern. So. Moment, kommt mal raus. Und ich prügle euch mal so gegen die Wand. Ich glaube, das ist sinnvoller. So, na Allah. So wäre das doch was. Gut. Da ist nichts zu holen. Nix. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Nee, die haben allesamt nichts bei sich. Na gut, sind noch so ein paar Ekelgestalten drin. Also einer sehe ich sicher. Ja, 2 sind es noch. Okay. Gucken wir mal, ob man dich nicht so schnell erledigen können. Sieht nicht so aus. Okay. 3 Schüsse mit der Armbrust. Was für Geräusche, Alter. So. Die weichen ja immer bei jedem kleinsten Scheiß sofort zurück, die Zombies. So. Also die Geräusche, die die machen, sind schon ziemlich widerlich. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Gut, das läuft hier wesentlich besser als bei Ravens Knechte. Die waren wesentlich härter. So. Gut, was sind dann die Totewächter für uns? Wenn so viele Zombies hier drin sind, muss es einfach was Gutes geben.
Naja, rostige Axt ist jetzt nicht gerade was Gutes, aber gut, das lag jetzt auch die ganze Zeit hier drin. Gewundert, dass das Ding rostig ist. Links, rechts, Gletscherquarz, Bergkristall und Silberkelch. Ja, nette Einsteiger. Das in der Mitte kommt immer zum Schluss. Da haben wir noch ein bisschen Gold. Okay. Hier drin ist rechts, links. Aquamarin, 5 silberne Ringe und Silberdeller. Da muss das gute Zeug hier in der Mitte sein. Das lässt sich ja so aufmachen. Violette Steintafel, alte Steintafel und 2 Handkampf 2. Eine violette Steintafel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Die Steintafeln sind hier immer sehr willkommen. Okay, was steht dann hier drauf? Quahodron war es auch, der mit der Hilfe von Kardimon das äußere Tor zum Tempel versiegelte. Keiner von beiden hat das Ritual überlebt. Nur ich blieb zurück, um von den Ereignissen zu erzählen. Ich hoffe, dass Rademes für alle Zeiten im Tempel verrottet. Reizende Leute. 2 Handwaffe gibt es nochmal +4. Da sind wir jetzt bei 36. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt auch schon ein Kämpfer. Das finde ich ziemlich gut. Okay, damit werden alle Herrenhäuser rausgeputzt, die es rauszuputzen gilt. Jetzt fehlt nur noch ein Teleporter. Wenn ich jetzt noch mal wüsste, wo dieser Teleporter war. Vergessene Tal der Erbauer. Guck mal da nochmal auf die Karte drauf. Das andere war bei der Brücke. Irgendwo hier müsste ja eigentlich dann auch noch was sein. Sieht nicht gut aus, ne? Ich habe leider keine Ahnung, wo ich den letzten Teleporter hier aktivieren kann. Wo war dann das? Wo war dann das? Ich muss gerade echt nochmal gewaltig überlegen. Und komme ich hier nochmal irgendwie rüber? Ich glaube nicht. Ah, wo ist noch ein Fangheuschrecker? Bleibe mal do. Bleibe mal do, Kerle. So. Zack. Zack. Patsch. Und weg ist er. So, sehr schön. Dann gibt es noch einen Kopf abzustauben. Wie viel sieht es denn eigentlich mit unserer Bolze aus derzeit? An Bolze haben wir noch... Ah ja, 480 Bolze im Gepäck. Das dürfte ausreichen. Ich habe halt immer bei so munitionsbegrenzte Waffe ein bisschen Schiss, dass mir die Munition ausgeht. Nee, also da komme ich nicht rüber. Hier kann kein Teleporter sein, wenn ich hier überhaupt generell nicht rüberkomme. Okay, die Goblins habe ich hier auch gekillt. Die waren hier in den Ruinen drin. So. Die Truhe habe ich geknackt. So komme ich da an, drüber geschwebt. Und Fokusstein ist ja auch nicht zufällig um die Ecke. Ah, da haben wir noch einen Letterbeitel. Und Feldknöterich gibt es hier auch noch, was ich sehr schön finde. Und hier können wir nochmal ein bisschen hacken, hacken, graben, graben, hacken, hacken, graben, graben. Und noch ein letztes Mal. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein großer, fetter Mana-Trank. Und noch ein paar Tränke. Schauen wir doch mal, was das für welche sind. Nicht zufällig? Ah, ne, leider nicht zufällig irgendwelche attributssteigernde Tränke. Das hätte ich natürlich sehr schön gefunden. Naja, man kann nicht alles haben. Okay, das waren die Totenwächter. Ah, da ist noch ein Feldknöterich. Wird natürlich liebend gern mitgenommen. So, Heilpflanze, Blauflieder, Blauflieder. Wo war dann dieser letzte Teleporter? Gewittererleid, wenn ich das noch wüsste. Wenn ich das jetzt wirklich noch wüsste. Aber ich mache halt sowieso nur 2 Episoden. Das heißt, ich kann es theoretisch auch nachschlagen und dann nach dem ganzen Gedöns, nach dem ganzen Adanos-Tempel bliblablub, kann ich das theoretisch auch noch in Erfahrung bringen, wo der Teleporter war. Ja, wäre doch gelacht, wenn ich es noch selber rausfinden würde, wo das Ding war. So, an strategisch wichtige Punkte. Das Tal ist im Süden. Das ist Enna. Moment, da ist noch einer, der müsste irgendwo... Ja, genau, Südweste führt uns ins Tal. Weste, der führt uns zum Canyon. Norde führt uns direkt in der Tempel, wo wir herkommen sind. Das führt uns zum Banditenlager. Und du ist noch unten rechts, Enna. Du musst da irgendwo im Sumpf, Enna, sein. Trifft sich an sich ganz gut, weil ich muss im Sumpf noch zum anderen Kerl.
Und musst du noch mit dem Quatscher. Und dann muss irgendwo auch noch ein Landslicker. Denn die Wassermagier als Vorhut rausgeschickt haben. Weißt der Teufel, wo die Quest nochmal war. Das kann ich echt nicht mehr sagen. Ach du liebe Zeit. So viele Sachen, die wir mal wieder aufhängen. Na gut. Okay. Gerade mal hier in die Heißlerei gucken. Ich glaube, da habe ich abgerahmt. Das war vor der Orkbrücke. Genau. Okay. Das war vor der Orkbrücke. Da geht es über die Orkbrücke dann rüber. Die habe ich ja schon gekillt in der letzten Episode. Und dann geht es nochmal zu der Wassermagier. Was ist dann hier noch an der Brücke? Jetzt können wir uns in aller Ruhe umgucken. Nur ein bisschen Salat. Ah, da hinten ist noch ein bisschen mehr als Salat. Da ist Heilsalat. So. Ja, leider kein Kronstöckel hier. Das finde ich doch etwas schade. So. Dann gehen wir nochmal zu der Wassermagier. Dann kann ich nämlich im Saturas Bescheid stecken. Aber erstmal hier nochmal gucken, ob der mir nicht eventuell das Stärke-Gedöns beibringen kann. Was will... Bla bla bla. Ah ne, nur Mana-Elixier. Schade. Okay. Wegen der Herrenhäuser. Ja, Das Haus der Heiler steht mitten in der Sumpfregion und wurde von einer Menge Steinwächtern verteidigt. es steht also immer noch. Ja, fragt sich nur, wie lange noch. Mich schmerzt es in der Seele, wenn ich die Zeugen der Vergangenheit in diesem zerfallenen Zustand Ja, sehe. wie mich auch Das als Herrenhaus der Archäologe. Krieger wurde von Raven als Unterschlupf verwendet. Da hat er eine gute Wahl getroffen. Vermutlich ist es die sicherste Festung, die in dieser Region noch zu finden ist. Ah jo. Im Haus der Priester waren jede Menge Minecrawler. Ist so eine Gegend nicht sehr ungewöhnlich für diese Tiere? Allerdings. Bei Adanos. Seltsame Dinge geschehen in dieser Region. Mach Sache. Das Haus der Totenwächter wird beherrscht von der Macht des Bösen. Ich glaube, ich habe selten so viele Zombies auf einem Haufen gesehen. Das ist bedauerlich. Die Totenwächter wurden offenbar Opfer ihrer speziellen Fähigkeiten. Ihre Verbundenheit so zur aus. Totenwelt hat ihnen schwer geschadet. Ich hoffe, du hast sie von ihrem Leid erlöst. Ah jo, immer. Als guter Ritter sowieso. Dann hier. Ich habe alle Herrenhäuser gefunden. Waren sie alle dort, wo ich es gesagt habe? Ah jo. Mehr oder weniger schon. Sehr gut. Dann hat sich meine Arbeit ja doch gelohnt. Toll. Ich danke dir. Toll. Das habe ich jetzt für Dankeschön und für 300 oder naja, mit dem anderen 100 pro Ding insgesamt für 800 Erfahrungspunkte gemacht. Geil. So. Dann noch mal mit dem Overgoscher schwätze. Hey, Hier. wegen der Reliquien. Was ist hiermit? 1200 Erfahrungspunkte ist gut. Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Ich fand diese Tafel in einem Bauwerk im Südwesten. Der Tafel nach zu urteilen, handelt es sich dabei um die Behausung der Priester dieser Stadt. Der Name des obersten Priesters war Kardimom. Wir wissen noch nicht viel über ihn. Dieses Ding hier lag in einem Gebäude Ach, nahe das des auch noch. großen Sumpfes. Das wird das Haus der Heiler gewesen sein. Wir wissen sehr wenig über sie. Sie scheinen die Ersten gewesen zu sein, die verschwanden. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Jetzt haben Gut. wir alle Reliquien zusammen, die wir brauchen. Sehr schön. Dann hier. Das Problem mit dem Tor am Tempeleingang ist gelöst. Hat der Geist geredet? Ja, das hat er. Du weißt also, wie du in den Tempel gelangst? Richtig. Und er hat mir auch verraten, was sich im Tempel befindet. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanos. Bei Adanos. Was sind wir doch für Narren? Wie konnten wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann sich bei diesem Schwert nur um die Klaue Belias handeln. Wir müssen so schnell wie möglich die Kammern überwinden und die Waffe in unseren Besitz bringen. Wir vor allem, ne? Dann erzähl doch mal. Was sind die Kammern Adanos? Wir wissen jetzt, dass das Eingangstor nicht die einzige Hürde ist, um ins Innere des Tempels zu gelangen. Im Tempel selbst gibt es 3 Kammern, die alle Eindringlinge aufhalten sollen. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind der Schlüssel dazu. Nur wenn wir alle Reliquien beisammen haben und die Rätsel auf ihnen lösen, kommen wir ins Allerheiligste des Tempels. Ich weiß nicht, ob Raven die Rätsel des Tempels entschlüsseln konnte, aber falls dies der Fall ist, haben wir ein großes Problem. Tja, dann noch das. Was ist die Klaue Belias?
Sie ist die Inkarnation des Bösen. Belia selbst hat sie erschaffen. Jeder, der sie trägt, verfügt über ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung. Je mächtiger sein Träger ist, desto gewaltiger ist die Macht der Klaue. Nur jemand, der stark im Geiste und standhaft in seinem Glauben ist, kann ihrem Bann widerstehen. Jetzt ist mir klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adanos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Wahrlich, die Schöpfer des Portals taten gut daran, diese Dinge vor dem Rest der Welt zu verbergen. Ja. Welch ein tragisches Ende für so eine wunderbare Kultur. Erkennst du jetzt die Dringlichkeit unserer Mission? So ein bisschen. Raven ist ein starker Kämpfer und verblendet von seiner Gier nach Macht. In seiner Hand wird die Klaue zu einem Instrument der Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen, sonst sind wir alle verloren. Ja, gut, dass wir heutzutage so ein bisschen anders sind und dass wir Auge Innos von Belias Leute schänden lassen und dass wir hier einen anderen Typ reinschicken, der die Klaue nimmt, damit sich alle wieder gegenseitig abschlachten. Gut, dass unsere Kultur zivilisierter ist, ne, Saturas? Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Wir wissen zu wenig. Doch du wirst ihre Bedeutung hoffentlich erkennen, sobald du im Tempel bist. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dazu sagen kann. Ja, genau. Jetzt liegt alles bei dir. Ja, Nimm wie die immer. Reliquien an dich und begib dich umgehend in den Tempel. Adanos möge dir gnädig sein und uns alle beschützen. Ja. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Und ihr stehen mal wieder da und... Adanos. Halt die Gosch. Und ihr steht mal wieder da und seid dabei, ja, höchst wissenschaftlich unterwegs. Klasse. Von der Feuermagier ist auch Gehilfe zu erwarten. Die sind so beschäftigt damit, heilig zu sein. Und ja, toll. Von der ganzen Magier hier ist keinerlei Hilfe zu erwarten. Lass. Gucken wir mal, was die jetzt tauscht. Tauscht vielleicht ein bisschen bessere Sache im Gepäck. Könnten wir ja mal gucken. Ne, von der Magier ist wirklich keinerlei Hilfe zu nehmen. Unwetter nehmen wir uns auch nochmal mit. Wasserfaust, jo, alle nehmen wir auch nochmal mit. Windhose ist Quatsch. Verwandlung Wolf. Verwandlung Schaf. Nee, danke. Okay. Gut, irgendwo muss ja auch noch dieser Lance sein. Moment, wo ist dann die Quest? Die Vorhaut der Wassermagier. Schickt jemanden namens Lance in den Sumpf der Banditen. Saturas fürchtet, dass Lance nicht sehr weit gekommen ist. Okay, das heißt mal wieder Banditenzeit. Ach, ich mag die Rüstung. So. Und irgendwo auch in der Richtung müsste dann noch einmal auch der letzte Teleporter hier. Der führt hier direkt in den Sumpf. Genau, Banditenlager. Und der führt, wisst ihr, Deivelbo hier. In der Richtung. Gucken wir doch mal, was in der Richtung überhaupt ist. Laut Karte. Laut Karte ist hier nix. Klasse. Da haben wir nur noch mal das hier. Da haben wir uns aber, glaube ich, schon ganz am Anfang umgeguckt. Und hier war nix. Ich bin ja wundere, wenn hier irgendwas Besonderes wäre. Ich weiß, für jeden, der das Spiel schon mal gespielt hat und genau weiß, wo sich die Teleporter aufhalten, der wird jetzt auch denken, alter Yankee, du dummer Hund, hier ist nix. Aber ja, so ist es halt. So. Ich muss halt einfach nochmal überall nochmal genau nachgucken. So, dann muss der Lance auch noch irgendwo im Sumpf sein, als Vorhaut der Wassermagier. Und schauen wir mal, wo der ist. Wo der irgendwo tot in der Gegend rumliegt, weil lebendig wird der Typ nicht sein. Hier war, glaube ich, der Willi drin, der Fischer. Der Fischers Willi. Und wo der Anna liegt, müssen wir gucken. Da müssen wir uns umgucken. Irgendwo im Sumpf ist, glaube ich, noch so ein Teleporter. So ganz sicher bin ich mir doch nicht mehr, weil im Tal habe ich ja schon geguckt, sowohl bei der Totenwächter als auch bei der Priester. Und da war nur bei dem Eremit in der Nähe vom Priesterhaus war was. Bei der Totenwächter haben wir ja gesehen, da war nichts mit Teleport. So viel muss man dann noch zu Fuß zurücklegen. So, hier fängt dann der Sumpf wieder an. Deswegen auch wieder die Banditenrüstung angelegt.
Dann schauen wir mal nochmal auf unser Kart. Gucken wir mal, wo hier möglicherweise was versteckt sein könnte. Wenn, dann muss das hier in der Nähe vom Haus der Heiler sein, wo hier so ein Teleport sein könnte. Okay. Dann gucken wir uns da nochmal richtig um. Weil wenn, dann will ich doch für das Südpelzer schon alles richtig gemacht haben, damit wir diese Fokusstein-Quest hinter uns bringen können. Ach, irgendwo sind wieder diese aufgeblähte Mistkotzdrohne. Sehr schön. Ausgezeichnet, dass der auf die Distanz trifft. Das gefällt mir gut. So, die Heilwurzel wollte ich haben. Und dann geht's weiter, weil diese Wurzel, sowohl Feuerwurzel als auch Heilwurzel, sind jetzt eher etwas seltenere Pflanze. Warte mal, da bin ich doch das letzte Mal irgendwo in einer Nacht- und Nebel-Aktion durch die Gegend gekrozt. Dann könnte es doch sein, dass ja irgendwo diese Ruine hier sind. Genau, das sind nochmal Heilwurzeln. Ja, das Zeug habe ich durch Sellemols nicht aufgenommen, weil ich gerade so einen Geschwindigkeitstrank geschluckt habe. Da hinten ist ein Leder, sehe ich gerade. Aber warte mal, halte mal den Gaul an. Hier sind irgendwo noch Goblins. Okay, aber da hinten ist ein Leder. Da könnte man jetzt auch nochmal hingehen. Das sieht auch irgendwie verdächtig aus hier. Deswegen speichern wir hier nochmal an der Stelle. Dann gehen wir mal die Letter hoch. Und ja, ich sag's bei jedem Let's Play. Und ja, Kai, du frägst dich wieder wie blöd, wenn ich das sag. In der Pulse ist Letter Leiter und der Werkstoff Leder. Leder ist eine Leiter und der Werkstoff Leder heißt auf Pelzig Leder. So rum. Da muss ich auch nicht sagen, du ist ein Leder, sondern du ist ein Leder. So, jetzt bringe ich mich schon selber durcheinander vor lauter Wischt, vor lauter Arg und 1000-mal wiederholt. So, wo kommen wir dann hier raus? Feuerkraut, Heilkraut. Okay, hier ist irgendein Schatz noch versteckelt. Da ist sogar noch extra Geländer dran gemacht. Da hat sich einer richtig Mühe gegeben, dass er nicht im besoffenen Zustand vielleicht runterbotzelt. Feuerwurzel. Das Salat mal abpflücke. Und dann machen wir mal hier auf. So. Oder denn im Stäfergrabe. Sehr geschickt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Ring ist drin und eine alte Städtafel. Allerhaupt. Was für ein Ring ist es dann? Das interessiert mich natürlich mal wieder. Feierring, Erzhaut, Lebenskraft, Krieger, Priester, Heiler. Okay. Keine Ahnung. Irgendwas, was ich wahrscheinlich niemals tragen würde. So, Säge, Hammermajach, Morgensterne, Heilwurzel, Rohstahl, das ist natürlich sehr gut. Ein Trank, Untote vernichten, haben wir, glaube ich, noch. Und hier in der Truhe ist noch was. Rechts, links. Rechts, links. Okay, da haben wir noch Pfeile und Armbrüste und 87 Goldstücke. Sehr schön. Ausgezeichnet. So, das hat sich ja richtig gelohnt hier nochmal bei dem Versteck. Da können wir jetzt auch wieder die Leder runterkraxeln. Und dann schauen wir doch mal. Wie händen's jetzt? 18:51 Uhr. So allmählich wird's duster. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wäre schön, wenn wir das mit der Teleporter irgendwie heute noch regeln könnten. Dass ich so zufällig drauf stolper. Aber irgendwo im Sumpf könnte das, glaube ich, so logischerweise sein. Lass los. So. Okay. Warte mal. Wir sind doch da irgendwo durchgelatscht. Und da waren dann doch irgendwelche Ruine oder sowas ähnliches. Irgendwas aus Stäh auf jeden Fall. Wenn ich mich doch richtig erinnere. Genau. Das war aber nicht zufällig da, oder? Nee. Nee, okay. Die Blätter hätten ein bisschen ausgesehen, als wäre es ein Dach. Okay. Da müsste es doch irgendwo in der Gegend sein. Ich weiß, wenn ihr selber wisst, wo es ist, dann wirkt das mal wieder so, Kerl, du hinne! Und dass man mich am liebsten Archive tät. Ich weiß es selber. Es tut mir auch unglaublich leid für jeden, der weiß, wo es ist. Aber ich muss mich jetzt durch selber wieder irgendwie durchboxen. Und selber nochmal den Weg finden, wo das war. Feuerkraut, bla 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 bla. Ich will aber nochmal auf die Karte gucken vom Erbauertal. Hier irgendwo das weiter nördlich, was blau markiert ist auf der Karte, könnte es sein. Hier sind noch ein paar Goblins auf jeden Fall irgendwo.
Warte mal. Ah, das sind... Ah ja, das sind ein schwarzer Goblin und ein Blutflieger. Okay. Da ist noch ein Blutflieg. Ich weiß, der kleine Goblin hat mich gerade genötigt, aber den habe ich schon im Affekt abgeschossen. So. Die schießen wir auch noch ab, du kleiner Wicht. Na, lässt sich nicht auf die Distanz. Okay. Wäre ja einmal zu viel verlangt, wenn das auf die Distanz schon möglich wäre. Da ist so. nichts zu. Okay, das haben wir schon. Den Goblin plündern wir auch noch. Ach Gott, der Herr Baron mit 10 Goldstücke. So. Ja, der Geräusche gehen wir schon die ganze Zeit auf der Wäsching und auf den Sack. So, jetzt kriegst du auf der Wäsching und auf den Sack. Okay. Ein Letterbeutel und ein Trank. Sodela. Die Goblins machen aber auch sehr quirlige Geräusche hier die ganze Zeit. Schon ziemlich ranzig. Was haben wir hier noch? Reptiliehaut, Minecrawler-Panzerplatte, Bolze und Pfeiler, Letterbeutel. Können wir dann später so kollektiv aufmachen, die Dinger. Bolze, Bolze, Pfeil, 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 Pfeil. Und Goldbrocker, sehr schön. Okay. Oh, Sumpfratte. Mistvieh. Okay, das ist aber Gebiet im Sumpf, wo wir bisher noch nicht waren. Ach, da hinten. Da sieht's doch gut aus. Na Allah. Na Allah. Hämmer's doch. Puh, Glück gehabt. Habe ich doch gewusst, dass es irgendwo im Sumpf noch war. Sehr gut. Okay. Wenn ich dann noch diese Wassermagier-Quest erledigen könnte, wäre natürlich auch ziemlich gut. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Beenden erstmal hier diese Teleport-Quest beim Südpelzer. So, hier. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich kann dir nur zu deinem Werk gratulieren. Ja, Jetzt gratulieren wir laufen mal. sie wieder alle. Beeindruckendes Bild, findest du nicht? Hier hast du ein paar Goldmünzen. Jo, merci. Okay, dann hätten wir die Quest nämlich auch erledigt. Da können wir jetzt nochmal zurück zum Banditenlager, nicht? Aber zum Sumpf, genau. So, jetzt bin ich auch durch jedes Ding gelatscht und jedes hat funktioniert. So, riesig Eichschei hier. So, wie es das Südpelzer Sache geht. Aller hopp. Dann müssen wir jetzt nur noch irgendwie den Lance finden. Wo auch immer der ist. Ich glaube, da gucke ich im Internet einfach noch, wo ich den Kerl finde. Oh, hieß so, der sei angeblich nicht so weit gekommen. Ups, da ist nochmal Blutfliegenest und eine Sumpfratte. Machen wir zuerst die Sumpfratte platt. Da können wir die Viecher fertig machen. Die scharen sich ja schon netterweise um uns. So. Okay. Hier haben wir, hier haben wir, hier haben wir. Und das war's. Aller Hopf. Dann ist es sowieso jetzt egal, weil im Tempel von Adanos ist natürlich 8 Zappeduster. So, den Trank holen wir uns auch noch. Meine letzte Amtstat wird noch sein, dass ich jetzt noch zum Banditenlager gehe. Ich muss sowieso nur außen noch ein bisschen was erledigen, weil ich mich auch um Fortunos geistige Irrwege noch kümmern will. Und da kam ich bisher nie mehr dazu. Aber dem sei Quest kann man erledigen, wenn man den Gehilfe vom Ignaz nochmal anspricht. Ich weiß jetzt noch nicht mit dem seinen spanischen Namen. Genau, Miguel. Der Miguel Sanchez. Genau. Ah, Jesus. Ich muss mal das immer mit solchen Gedanken, mit solchen Eselsbrücke merken. So. Miguel Sanchez. Wie sieht's aus? Der müsste uns jetzt ein Rezept geben können. Genau, hier. Fortuno ist ziemlich verwirrt und könnte einen Trank vertragen, der ihm seine Erinnerung zurückgibt. Fortuno? Das ist doch der Diener von Raven. Er war es. Jetzt ist er nur noch ein Wrack. Und das ist Ravens Schuld. Raven? Ich habe bisher große Stücke auf ihn gehalten. Okay. Na, gut. Aber hier im Sumpf kann ich keinen Trank brauen. Ich könnte den Trank brauen. Im Lager steht ein Labortisch. Ich brauche nur das Rezept. Sei vorsichtig mit diesem Rezept. Es ist gefährlich, diesen Trank zu brauen. Wenn irgendwas beim Brauen schief geht oder eine Zutat nicht stimmt, wirkt der Trank tödlich. Okay. Ich werde vorsichtig sein. Gut, sehr schön. Dann könnte man nochmal immer ganz kurz hier der Yankee 2 machen.
Und ich versuche nochmal zu Klauer. Sehr schön, hat funktioniert. Perfekt. Okay. Dann wissen wir Bescheid. Und ich steht Fortuno eigentlich noch ganz gern Heiler. Ich würde nochmal ganz gern gucken, was das für ein Rezept ist. Fischer William, Schatzkarte, Rezept. Genau, das hier ist es. Das brauchen wir. Zur Herstellung des Trankes erforderlich ist das Sekret aus 2 Blutfliegenstacheln. Dazu gibt man einen Mana-Extrakt sowie eine Essenz der Heilung. Abschließend wird in den köchelnden Sud ein Beutel roter Tränenpfeffer gerührt. Nur ein kundiger Alchemist, der weiß, wie das Sekret aus den Stacheln zu entnehmen ist, sollte sich an dem Trank versuchen. Ja, schön, dass wir da auch noch so einen Typ dabei gehabt hätten, so einen Jäger bei der Bandite, der uns noch gelehrt hätte, wie man das macht. Aber ich glaube, wir haben alle Zutaten dafür parat. So, Ramon, guter Mann. Dann gehen wir jetzt mal da wieder rein, weil da oben haben wir ja so eine Alchemie-Bank, wo wir uns austoben können. So, das ist dann auch meine letzte Amtshandlung für heute. Wie gesagt, dass ich das Zeug noch brauche und das dann noch Fortuno gebe, damit wir auch die Quest erledigt haben. So. Und genau das will ich. Trank hergestellt. Sehr schön. Geht doch. Auch wenn ich dann ein klein bisschen überziehe, aber wie gesagt, das muss einfach sein. Ein sauberer Abschluss sollte man immer haben. Wobei ich jetzt natürlich auch sagen könnte, ja, unsere Zeit ist jetzt vorbei, die 30 Minuten, komm, ich mache jetzt hier meinen Cut, bliblablub. Aber wir können uns genauso gut nochmal das lustige Gespräch mit dem verrückten Fortuno geben, um die Alliteration dabei zu haben. Wobei VF, ja, ich weiß. So, bitte. Ich habe einen Trank für dich. Das wird dir helfen, dich zu erinnern. Ich vertraue dir. Ja, mach mal. Und? Ich erinnere mich wieder. Jetzt sehe ich. Adanos, steh mir bei. Was habe ich getan? Ja, was hast du getan? Und vor allem, was hat Raven getan? Ich habe ihm geholfen, Kontakt aufzunehmen. Zu ihm. Er wollte verschiedene Elixiere. Ich braute sie ihm. Er hat versucht, das Portal zu öffnen, um in den Tempel zu gelangen. Wieso? Was will er in dem Tempel? Ein mächtiges Artefakt. Es liegt begraben, zusammen mit dem, der es einst trug. Ein großer Krieger, Ja, das wissen wir ja der alles ihm schon. verfallen ist. Und weiter? Wir konnten das Portal nicht öffnen, aber Raven war sicher, dass er es könnte, wenn er die Gruft des Priesters ausheben lässt. Deshalb brachte er die Sklaven her. Opfer, die er zwingen konnte, dort zu buddeln, wo die Mächte der Zeit ruhen. Gruft des Priesters? Die Ruhestätte eines Adanos-Priesters. Sie liegt in der Mine. Ich Ja. erinnere mich auch an die Steintafeln. Er glaubte, dass sie ihm den Weg zeigen würden. Und als er die Schriftzeichen darauf entziffern konnte, brauchte er mich nicht mehr. Er hat einen Zauber des Vergessens auf mich gewirkt und du hast mich befreit. Gern geschehe. So, gut, mein lieber Freund. Du musst jetzt selber damit klarkommen, was du Widerliches gemacht hast. Okay. Wir haben jetzt nur noch Raven, die Vorhut der Wassermagier. Eine verhängnisvolle Situation, die ist eigentlich gescheitert, die Quest. Die Kammern des Tempels und die Klaue Belias. Die ganzen Dinger kann ich eigentlich noch beenden. Nur ist es was für wann anascht. Wir kümmern uns morgen erstmal darum, dass wir Raven stellen. Aber wie gesagt, das ist ein Problem für den Yankee von morgen, beziehungsweise da das meine letzte Sitzung ist für heute. Heute habe ich nur 2 gemacht. Deswegen ist es eine Sache, worum sich der Yankee von morgen kümmern muss, beziehungsweise von irgendwann anders, wann ich halt wieder demnächst meine Sitzungen abhalten werde. Und bis dahin gucke ich auf jeden Fall nochmal nach, wie das mit der Vorhut der Wassermagier aussieht. Die Fokusstelle habe ich glücklicherweise heute noch lösen können. Aber ansonsten, um den anderen Kruscht, werde ich mich definitiv noch kümmern. Ich muss nochmal gucken, wie das genau abläuft mit diesem Lance. Und ansonsten war es das eigentlich. Ach, der Fokusstelle habe ich ja jetzt schon gefunden, der Sockel. Deswegen, das ist eine Sache. Bleibt nur noch die Sache mit dem Lance. Dann haben wir's. Soweit alles. Außer die verhängnisvolle Situation. Schade, dass wir die Quest nicht als gescheitert erklären können, weil der Auftraggeber habe ich ja heroisch abgemurkst. So, dann haben wir hier alles. Dann bleibt man nur noch zum Schluss hier so Salat noch zu essen. Und dann sind wir soweit eigentlich bereit, dass wir uns einen Tempel Adanos stellen können. Aber wie gesagt, das machen wir erst morgen wieder bei Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.